Diese Monat tun wir auch eine neue Folge Back to Alger, und das mit Kian Agajani. Hier erzählt uns von seiner freien Zeit hier am Alger und von seinem interessanten Leben an der Filmbranche. Kian. Maya, Dalla, willkommen zurück an Alger. Du kriegst von uns den Schlüssel, mit dem du an Aktion und all soll. Ah, mega. Vielleicht könnte man da gehen, wo ja alles so gefangen wird. Okay, ja. Vielleicht, wenn das passiert, und ja. kannst du es vielleicht bei Satyam soll. Da kann ich gerne mal, das ist mal nicht weit von heute. Hi, Satyam 1, das war mein Saal. Ich bin aus der Delhecht-Schule rübergekommen, das heißt, ich war am Anfang ganz nur drin. Ich habe die Liste immer von weitem gesehen und gedacht, oh, Hannover, wenn ich mich größer gehe ich darüber. Und das war der echte Saal. Und du hast ihn. Ach, tut sich ein bisschen etwas geändert, meine ich. Kann es sein, dass das angestrachen geht oder so? Der ja, große das ist ja angestrachen, okay. Effektiv. Ja. Mit Banken gesehen, aber aus wie die von dem. Weißt du dann auch, wo du Sutz vielleicht? Ich meine, ich sutz hier oder hier. Mit wem sutz ich da? Mit einem Kollegen, mit Jerome sutz ich hier. Hier oder hier, würde ich mich nicht irren. Ja, das wäre cool. Hast du noch Erinnerungen von Satyam? Ich weiß nicht, ob das auf Satyam war. Du hattest noch einen Moment, wo von uns sich am Schaf, das darf man nicht machen, hat sich am Schaf verstoppt. Und dann ist er während dem Kur rausgesprungen. Das war ein ganz memorable Moment. Ja, so ist das ist schön. Ich verbinde gute Erinnerungen mit Alger. Wirklich, ich hatte durch wirklich komplett eine schöne Zeit hier. Ich meine, das größtenteils wenn du Prof bin. Das war wirklich ganz schön. Man kann vielleicht an eine Saal gehen, wo ich als Schüler immer viel davon hören und wir dürfen nie wegschreien. Denn Profekonferenz ja. Ist lo Jahre mich spät, wo es dann eher darfst einfach Lust zu gehen. Weißt du dann irgendein Prof, den dich markiert, irgendwie besonders an deiner Lycée-Zeit, wo du so irgendwie durch den Kopf geht? Natürlich, das ist ein Herr Lanz, den Jean-Marc Lanz. Er hat mich immens markiert. Also ich hatte ihn ab der 5. wo ich eigentlich hatte, ich hatte noch Latein. Und ich hatte ihn bis Premiere all Jahres. Und er hat mich sowohl an meiner Schulkarriere wie auch an meinen Drehen vom Film, wo ich schon begleitet. Er hat mich auch, ja, er hat mich immer supportet. Sie wird für eine Englischprüfung oder sie wird für Frohen über Zukunft, über Sektionen wählen, und hat mir auch viel geholfen. Ich war bei einer A-Sektion, da hatte mir auch ein bisschen quasi Tipps gegeben. Und, das ist ein Land auf jeden Fall. Mit Madame Reimann auch. Du musst eigentlich ja rangehen. Ja, Mama. Okay. So. Ich kann nicht. Ah, wie cool. Ah, das ist auch für uns, die ich kenne. Das ist ein Premiere. Mega. What a coincidence, Mr. Lanz. Oh, Madame Reimann. Wie geht es dir? Hallo, hallo. Oh. Ja, komm! Hallo, hallo. Hallo. Ja, so. Ich bin der Größte gesehen, wirklich. Ja. Martin, Sie sind noch immer dran von dem, immer oder? dran von dem. Ah, wie cool. Also, das 1001 Filme, die Sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Das habe ich vom Herrn Lanz gelernt. Und das war für mich ja, relativ frei. 5 Jahre im Kasten habe ich angefangen zu überlegen, so, okay, ich meine, der Film gefällt mir, ich habe als Kampffilm auch geguckt gehabt. Irgendwann ist das dann aber abgekommen am Kur immer beim Herrn Lanz. Und wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich will wirklich Film machen, wollte man dann irgendwann das dritte Buch mitgehen, mit so Lesezeichen dran, mit verschiedenen Filmen, wo ich seiner Meinung nur soll gucken, wo wichtig sind. Das bedeutet mir viel. Und wie ich für unter dir auch schon so, also ich habe Madame Reimann noch beim Namen genannt, das ist die wärmt, mit der Kur gehalten hat, mir auch zwischenmenschlich mit das war, das
hat sich auf mich aufgeführt und ich versuche das auch so weiterzugehen mit den Leuten, mit denen ich arbeite oder mit Kollegen. Ja, wirklich. Und das ist vorbildlich und ich bin ganz dankbar für die. Ich bin für gerade die Profe, die mit der Während geschafft haben. Das war mir ganz wichtig. Es geht immens gut zu hören. Also ich versichere, dass die Wärme da so etwas, was mir ganz wichtig ist. Aber ich weiß ja nicht immer, ob ihr darüber könnt. Und könnt man sicher jedoch nicht bei jedem Schüler rüber, weil man einzelne Schüler sehen, aber emotional mehr verbunden wie mit anderen. Ich kann auch nicht mehr so, die Kian war so ein höflich, gentien, zuvorkommende Schüler, den live gefroht wird, einfach an seinem ganzen Wesen so, so entgegenkommend war, dass es aber auch nicht schwer war, ganz lieb mit ihm zu sehen. Dazu muss ich dann aber auch so, und die Kinder allerdings auch den echten und den einzigen Gewirr, den mich gefragt hat, wie es möglich ist, wie hin kann rausfahren, da will ich dann nicht, egal was, schwätzen. Da will ich dann überhaupt völlig zu. Und da habe ich dann auch ein bisschen eine Antwort gefunden. Ne? Das heißt, ich konnte aber wenigstens so, dass ich zumindest nicht express lehen. Ne? Mit das muss ich aber vielleicht heinz du ehren, und das ist natürlich dann sein Job, für da rauszufahren und sich weiter zu edukieren. Ich bin effektiv gefragt, is everything still connected? Of course it is, and you are the perfect example. Adi. Lo, ich meine, außer wenn noch irgendwie soll, dein Premier soll vielleicht. Premier soll gerne, ja. Das Premier, als hat ja, wo ich mich am meisten erinnere. Ah ja, ja. Das Mädchen dekoriert, wie wir das damals hatten. Ich kann mich erinnern, wir hatten hier ganz viele Memes, so Literatur-Memes, wo wir an einer Facebook-Gruppe gepostet hatten und dann ausgedrückt haben. Ja, das ist effektiv wesentlich mehr schön, wie wir das gemacht haben. Premier R wird das wahrscheinlich gesehen von dem, das heißt, guck, was die gemacht haben, das finde ich schön, wie was wir gemacht haben. Gibst du so, dass die Sektion da aber das Brot luft, das was du musst? Da Sektion, meinst du? Ja. Ja. Also ich bin so froh über die Schwar. Ich war dick froh, auf der Art zu sein, allein wegen der Profe schon. Und mit Herrn Lanz und mit allen Profen quasi über die Geschichten zu schwatzen, über die Gedichte, das hat mir viel geholfen. Ich viel, also allein schon so viel Shakespeare zu lesen, weil für mich, das hatte ich sonst nicht gemacht bis heute wahrscheinlich. Und für ihn, der noch Geschichten erzählen wollte, war das empfangen ein cooler Start, meine ich. Den Premier, Ja. hast du am Festsaal geschrieben, hol mal un. Ja. Tisch, wenn du willst. Können wir gehen in den mal Festsaal, gucken, gerne. wo alles abgehalten ist. Prüfungen haben wir hier auch geschrieben, meine ich, ne? Das war nicht just, Ja. das war nicht just ein Examen. Ja. Wie ist es da für dich noch der Premier weitergegangen? Ich habe ein Gap-Year gemacht, nur der Premiere zu Lützeburg. Okay. Ich habe da schon ein bisschen auf Filmsets geschafft gehabt, da hatte ich zwei Connections und habe so die echt kleinen Erfahrungen gemacht. Und dann bin ich effektiv an England geplündert. Das war Canterbury, Kent, das ist am Südosten von England, nicht weit von London. Und da hatte ich einen Filmkurs gemacht, das ist ein Bachelor of Arts in Film. Wenn ihr die Möglichkeit hat, fortzugehen, ich meine, ich soll das doch machen. Ein bisschen frische Wand, andere Leute kennenlernen, kriege ich noch eine neue Perspektive auf das Egentland. Danach habe ich dann viel auf Projekte geschafft. Zu Lützeburg ist ein zurückgekommen, nur 3 Jahre. Und das ist nur 1,5 Jahre hier. Und an dem 1,5 Jahr habe ich so viel gelernt. Ich bin immer mehr jung, gehofft, vielleicht aber den Drama in der Richtung zu gehen. Ja. Das gehst du vielleicht denen roden oder so. Ja, das ist nicht einfach. Und ich bin noch jung, ich bin auch ganz früh in meiner Karriere. Das heißt, wahrscheinlich an 10 Jahren kann ich ganz andere Sachen sagen. Was mir eigentlich wichtig ist, ist zu wissen, was du wirklich Film willst machen. Und dass dir wirklich wichtig ist, dass deine Passion, du hast Geschichten zu erzählen oder du hast kreativ Sachen beizutragen und du willst das wirklich, wirklich, wirklich. Dann mach es. Das ist nicht einfach. Das geht viel mehr Dute geplant, das ist viel Zeit, die gebraucht wird. Und ich weiß, gerade am Anfang dekoragiert, Kunst, Film. So. Wenn du das wirklich, wirklich willst, dann könnt ihr das doch packen. Und natürlich könnt ihr das. Und das ist wunderschön, wenn es funktioniert, wenn alles zusammenkommt. Weil, wo ich an der Industrie auch wirklich Jüdreingeben gebe, gerne so und das holen ich vielleicht auch mal vom Herrn Land, aber dem Raum, wenn sie schläft, Madeleine.
auch an der Industrie, sie fein mit den Leuten, respektiert Leute. Das bringt echt immens weit. Wo hältst du die Inspiration? Also, du sollst ja schon viel von der Schule, von der Prof noch mal mehr. Gibt es auch irgendwelche Parallelen zu deinem persönlichen Leben vielleicht? Arman Elisa ist die Geschichte von Arman, wo mit seiner Familie auf Lützeburg plündert, an Elisa kennenlernt, an die zwei haben keinen Spruch gemeinsam. Und geht um Freundschaft, wo zwischen den zwei entsteht, ohne Spruch. Und Arman hat dann aber auch, beginnt aber auch Sachen, wo ich vielleicht, das kann doch dir was begehen tun. Und dann ziehen Hans mal komisch Blicke von anderen Älteren oder von Profis sogar. Oder dass er ein bisschen anders behandelt wird wie die anderen. Ich gehe Hans so gefragt, ob es irgendwie autobiografisch wird. Das ist es nicht. Es hat aber Emotionen oder Episoden aus meiner Kindheit. Der Film ist aus einem Impuls entstanden von einem Moment, wo ich mich daran erinnern konnte. Und zwar bei Arman und Elisa gibt es eine Szene, wo die zwei Kinder hier Lunchboxes dabei haben und sich ein bisschen austauschen quasi. Das heißt, Elisa kriegt etwas vom Arman, Arman kriegt etwas von Elisa. Und das hatte ich damals mit einem Kollegen von mir gemacht, den ich nicht Saut gehecht. Und das war witzig, weil wo ich klang war, habe ich gemerkt, weil ich bin, also meine Eltern sind aus dem Iran, sie sind zu Lützeburg geboren. Und ich habe irgendwann gemerkt, oh, der Inhalt von meiner Lunchbox ist irgendwie anders aus wie das von den anderen. Generell ist das nämlich, mir ist immer so ein kleiner Nuance dabei gewesen, wie das angepackt war oder was das genau war. Und den Impuls ist ein bisschen da gekommen, wo ich gedacht habe, ah cool, vielleicht kann ich den Moment von dem Lunchboxen austauschen, irgendwie weiterentwickeln. Da habe ich den Arman halt auf verschiedene Situationen gesagt, wo ich auch vielleicht kann tun. Ich versuche oft Sachen zu schreiben, wo ich kann oder wo ich erlebt habe. Oder zumindest Sachen, wo ich das Gefühl verstehe, vielleicht in einer anderen Form. Und wenn du mir so einen Lieblingsregisseur, einen Lieblingsschauspieler, einen Lieblingsfilm? Ach, das ist schwer. Weil ich gucke so viele verschiedene Filme. Ich gucke von Blockbuster bis kompletten Arthouse, okay. Ein Film kann ich sagen, wo ich wirklich, wirklich gerne habe, als Her von Spike Jonze. Das war ein Film, wo ich mir gedacht habe, so, ich hätte den gerne gemacht. So, wenn ich so einen Film machen kann, das ist eine Frau. Schauspieler, wahrscheinlich den Joaquin Phoenix aus Her. Und der Lieblingsregisseur, es könnte auf Phase bei mir, das ist auch hier ein bisschen ein anderen. Also, wen mich wie Arman inspiriert hat, war dann Abbas Kiarostami. Das ist ein iranischer Regisseur. Die lebt leider nicht mehr. Wir haben dann in den 80er und 90er viele Filme gemacht. Und da gab es dann ganz Welt, die hieß Iranian New Wave. Und da waren viele iranische Regisseure. Da war der Farhadi, Kiarostami. War das dein größtes Ziel, vielleicht ob es schon ein Zukunftsprojekt gibt, wo du das kannst? Das ist Das große Ziel ist natürlich, ein Longmetrage zu machen. Also ein langer Film, der dann 90 Minuten plus dauert. Und ja, ich will Filme machen, die Spaß machen zu gucken. Ich will Filme machen, die Leute auch vielleicht berühren. Filme, die vielleicht auch eine Promotion machen für Empathie und Verständnis. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich hoffe einfach, dass ich das weiterhin machen kann, weil der Moment, wo ich dann am Set bin, wo ich da mit dem Arman und mit Elisa war, und alles war pratt, also jeder war da, das auf mich schön, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.